Good morning. Wat jij het? Niet zo schijn? Dat wordt niet bald. Ich habe als wir in Ontario wohnen, dann hatten wir da eine große Store Hamburger Halpa. Wer von Ihnen kennt Hamburger Halpa? Weet je van wat ik rede? Okay, da wir bloß eine Dose mit Nudeln oder something, du kannst Fleischmank, oder ich weiß nicht was. Und wir dort nennen sich Hamburger Halpa. Dort wir ein Halpa zum Hamburgers oder zum Fleisch mit Nudeln, irgend so was. Für die nächsten 2 Sender will ich reden in Halpa. Nou weet je, we hebben veel Halpa in deze wereld vandaag. Dat je mij horen kan, dat is een Halpa. Dat je mij zijn kan, onze lichten zijn Halpa. Dat die mensen wat, wer weet wo wonen, Bolivia, Paraguay oder Canada, dat die mij zijn en horen kan, dat is een Halpa. So we hebben allerhande Halpa van jou. Je hebben op de Universiteit of Halpa, je trekt als een Halpa, je trakt. Er wat immer gereedschap gebruiken. De eigen is een Halpa. Besonders de Frühs, wenn die Männer halten, dann sind das Halpa. Nou, aber wir brauchen Halpa in das Leben. Und weet je, Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass er wird in Halpa schenken. Und so in den nächsten 2 Sendungen will ich reden und ein Thema, was von der ersten Tag Kirchen spielen wird. Dat sei ja schon, dass das Thema von Heilige Geist ein Spulungsthema gegeben hat. Wenn der Heilige Geist als der, was uns in Körper merkt, das ist der, was uns Christen merkt, das ist der, was uns versichert für Ewigkeit. Der Heilige Geist, ohne den, sehen wir really nicht. Ohne den Heiligen Geist haben wir nicht mal eine Kirche, haben wir keinen Körper Jesu Christi, wir haben keine wahre Geburt, wir haben kein geistliches Leben. Und aber das ist das Thema, was uns spulen, der das Kirche. En als gelovigen, some van mijn dingen, some van mijn geloven in den Heiligen Geist, wat je nicht leiden. Dat wordt je nul zijn. Aber das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir von Heiligen Geist reden, oder ein Thema, dass es mit Gott sein Wort stimmt. Und wenn es nicht ist, dass es nicht werde Lehre ist, als sagte sie, oder das wäre, dann ist es nicht eine rechte Theologie oder eine rechte Lehre. So Jesus sagt zu seinen Jüngern, er gibt eine Arbeit, sie sollen die Welt für Jesus erregen, aber er sagt, ich gebe ihnen einen Halpa. Wenn das der Heilige Geist, was Menschen wird, nur Jesus bringen, oder was irgendwas Kraft geben, das griechische Wort, was Jesus braucht, das Parakletos oder Paraklet, würde auf Englisch sein, das meint einer, was besiegt kommt, einer, was halten kann, der die deutsche Bibel, plattdeutsche Hase dort als treuster übersagt. Es haben englische Bibeln übersagt, dort als ein Counselor oder sowas. Aber ich will es nennen, ein Halpa. Der Heilige Geist ist ein Halpa. Der Heilige Geist ist uns gegeben, der kommt mit uns taub. Der hat nicht die Arbeit, was wir gekriegt haben. Aber der hat unsere Arbeit Kraft gegeben. Das ist unsere Arbeit, so dass wenn ein gewöhnlicher Mensch redet, ein sinnlicher Mensch, ein Mensch, der alle Hunde von der Ungewohnheiten hat, einen Fehler merkt und so weiter, dass der Heilige Geist durch Mann kommt. Und ich kann hier reden und jemand hört das in Bolivia, Paraguay, wo immer, und die dreht nach Jesus. Weißt du, wo wen? Wenn der Heilige Geist ist hier der Start. Der Heilige Geist ist alle wen. So das ist die Arbeit von dem Heiligen Geist. Na, der Heilige Geist heißt Gott. Das ist ein langer Thema, ich werde nicht sehr deutlich nennen hier, aber ich kann alle Hunde Schriftstellen finden, dass der Heilige Geist wird durchgestellt als Gott, heißt eine Person, heißt nicht eine Kraft, so ist Feuer oder Wut oder Wind, eine Kraft heißt, der Heilige Geist ist eine Person. Na, das ist wichtig, besonders für mich, weil ich sehe in Lehre, ich sehe nicht emotional gesonnen, so zu sein, ein Lehrer, der es hier ohne Wort hat. Und so das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Und so der Heilige Geist heißt eine Person. Dort meint so viel, dass kann nicht ein Bild von dem Heiligen Geist. Kann weder ganz oder nicht. Du kannst nicht ein Bild von der Person haben. Wenn dort Wut wird, dann kannst du ein halbes Köffel haben. Aber einmal kann ich fragen, wie viel von mir hat der Heilige Geist? Das können andere Themen sein.
Der Heilige Geist ist durch im Alten Testament. Gott gibt den Heiligen Geist für besondere Arbeit. Zum Beispiel die Stiftshütte bauen. Gott gibt gewisse Menschen durch, er sagt, er hat die gefällt mit seinem Geist für gewisse Arbeit. Für besonders Säuerschmacke, Ütnäherie mit der Seich, was sie da haben, oder Gold, betragen Dinge, all diese Dinge. Von der ersten Tag ist es meist immer so, dass wenn wir reden von den Heiligen Geist und von Guven von den Heiligen Geist, dann ist es ein büttergeweinliche Ding, das was wir den Wundern an. Der Heilige Geist hat Menschen Kraft gegeben, um bloß einfach mit der Hand seine Charakter Arbeit tun. Aber das danach durch, dass ohne Gott, da wir nicht Gott seine Arbeit. Die Stiftshütte soll nur Gott sein Plan gebiet worden, ganz charakterfähig geschrieben. Und Gott bekräftigt Menschen zum dort tun. Gott hat uns von der eine Arbeit gegeben und er hat uns Kraft zum das tun. Wenn wir haben nicht in uns selbst. Gott verspricht den Heiligen Geist für die Kirche. Der Heilige Geist scheinbar nie war ich ab Pfingsten. Ich wollte nächstes noch ein klein bisschen deep an dort Themen angehen. Eigentlich, was sehr wichtig ist für mich, und das ist ein Ding, was wir nicht sehr lernen oder nicht haben gelernt, das ist, dass du hast eine Übergangszeit. Und bei mir ist das ich denke, von das Johannes, dass der Engel bei Zacharias stund und sehe, dass Elisabeth worden sehen hat. Von durch, was Jerusalem versteht wird, 70 Jahre nach Christus, dort ist eine Übergangszeit. In dieser Zeit passieren da Dinge, und ich will in some von den Wiesen, und das sind 2 Botschaften, aber da passieren Dinge, was nicht vorher oder nachher jemals passiert sind, wenn die hier in dieser Zeit nehmen. Na, weet je, die Bibel hat noch eine so eine Übergangszeit dort, wo Gott büttergewöhnliche Dinge tut, was in der Zeit nennen hier. Und dort wird der Übergang von Ägypten nach Kanaan. 40 Jahre. Und so dort passieren Dinge, Wut erspült sich, eine Wald lädt und 4 Läden. Manna fällt vom Himmel, die Schuhe waren nicht verbrucht, die Kleider waren nicht verbrucht. Alle hunderte Dinge passieren, was nicht vorher oder nachher jemals passiert. Wenn die hier in der Übergangszeit und durch Gott eine Arbeit mit sozusagen von einem Punkt in anderen moven. Und das, was wir im Neuen Testament haben, bloß wir erkennen dort vielmal nicht, dass wir das selbst gedenken haben, aber ich will Ihnen some von den Dingen wiesen. Und so das Evangelium, das Feuer-Evangelium, in besonders Apostelgeschichte, die sind in dieser Übergangszeit. Apostelgeschichte ist ein Übergangsbuch, nicht ein Theology-Buch. Das ist wirklich sehr wichtig, woran sie Lehre von Heiligen Geist ist. Der Heilige Geist wird durch Pfingsten. Aber ab Pfingsten kommt er in eine neue Weg, für eine neue Arbeit, und da fängt ein neues Denken an. Und dort geht danach lang, bis das ganz übergedreht ist, wenn die Juden in Heldengeschichten da ganz zu denken. Das ist ein großes Thema. Und so wie wir uns von der checken nur Johannes. Wir sind in Johannes gewesen, das erste war ich ein bisschen eine Fortsetzung von den anderen Botschaften von Jesus, nur sein bester Freund noch. Diese Namen, wie ich sage, Schekj und Halpa, erste und zweite Part, 1, 2. Aber Johannes redet von den Heiligen Geist. Und von der, wo wir uns bloß an Johannes holen, nächste sind nach, wenn wir Apostelgeschichte angehen. Johannes 1, Vers 29. Johannes fängt all in Kapitel 1 an, zu reden von den Heiligen Geist. Er sagt es dort in Vers 29. Am nächsten Tag sagt Johannes Jesus nur sich abzukommen und sagt, check, dort ist Gott sein Lamm, dass die Welt ihre Sünden wegnimmt. Na, weet je, dit dient nun ein neues Ding. But hier gingen wir nun Tempel zum Sünden vergeben. But hier brauchen wir einen Lamm und Tempel. Da wird das jüdische System, da wird noch ganz in der Arbeit. Eigentlich mal wie erkennen, in Menschen stellt Messer mehr über den Kopf, wenn ich das sage, aber eigentlich mal wir erkennen, dass Jesus lebt im Alten Testament ganz bei dem Kreuz. Und so, er lebt unter dem Gesetz, sagt Paulus, er wird geboren von der Früh unter dem Gesetz. Jesus lebt unter dem Gesetz, er redet Menschen unter dem Gesetz. Das Gesetz wie in Kraft, der Tempel wie 100% in Operation in Jesus in der Zeit. Und so dort, wo wir hingehen zum Sünden bekennen, dort, wo wir hingehen zum Lamm bringen. Nu sagt Johannes bei einmal, durch jeden Mensch, das ist das Lamm Gottes. Rein uns was nicht, was ganz anderes, das wird das so handleiden.
Na, die Juden können das noch gar nicht verstehen, aber dort wurde es handelt. Und so hier, kurz von Anfang an, habe das Fehler sozusagen, was dort an ist. Dort wurde es handelt. Dort kommt ein neues System. Da wird nicht mehr ein Tier sein, das ist nur ein Mensch. Das ist nur Gott sein Sehen. Dort wird handelt. Und Johannes fängt an von zu reden. Das ist da, von dem ich sehe, nur mir kommt ein Mann, der für mich wird er will durch euer geboren wird. So Johannes redet von Jesus sein, dass er immer heißt Gott. Er wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 31. Er kann am selbst nicht, aber er kam in Deutsch mit Worten durchwehen, dass er in Israel soll bekannt werden. Johannes sagt, er kann am nicht. Das meint nicht, dass Johannes und Jesus nicht taub spielten aus Kenia. Sie waren in Freundschaft. Die Schrift ist klar, dass Maria und Elisabeth, sie waren in Freundschaft. So Jesus und Johannes, sie waren in Freundschaft. Einmal wird er in Cousins genannt, ich glaube nicht, dass er ganz viel, aber lasst es sein. Aber sie waren in Freundschaft, sie kennen sich sehr wahrscheinlich, waren vielleicht 4. Tag in Jerusalem, die waren am Fast und Tag gespielt aus Kenia. Wir wissen nicht. Was Johannes meint, ist, dass er kann dann nicht aus dem Messias von Israel. Das ist von was er redet. Und so Gott, und er wird hier Luther mehr von dort sein. Aber hier, er sagt, er kann mit Worten deuten, dem Jesus bekannt werden. Na, weil ihr diese Taufe hier von Johannes, und das Port von des Übergangszeit, Johannes seine Taufe, das ist nicht eine Taufe, ab dem Führer sehen in Heiligen Geist. Sehr wichtig, dass wir dort in einteilen. Luther in Apostelgeschichte 19, wenn wir Titan nächstes Jahr ein bisschen checken. Aber dort fängt Paulus bei einmal Menschen, die ab Johannes getauft sind. Und dann waren sie an, dass Jesus ist gekommen, der Heilige Geist ist gekommen, sie nehmen Jesus an, dann wird er noch einmal getauft ab Jesus. Wenn das ist ein Übergang. Johannes seine Taufe ist ein Beispiel von jüdischer zeremonialer Reinigung für ein Ding. Weil die Juden hatten sehr viel zeremoniale Reinigung, wenn sie in den Tempel gingen, wenn sie in die Synagoge gingen, wenn sie eten deuten. Die Juden waren verdrießlich über Jesus, dass seine Jünger sich nicht die Hände waschen mit ihnen. Dort hat alle mit das zu tun. Und so Johannes kam nu, und hier ist noch ein Ding, was nur nie wisst, wenn wir nächstes Jahr in Israel fahren, some von Junt abgesehen für dort, und so wir hoffen sehr, was wird geben, und ich war da der in Togun. Wenn wir da im Tempel sind, dann wollen wir da checken, nur eine steht und der Süden kommt vom Tempel, da hat sie Leiche rausgerufen. Dort sind zeremoniale Bootwohnen, würde ich vielleicht kann sagen, aber das sind Bootstätten, wo die Juden sich mussten reinigen, für sie in den Tempel gingen. Da wollen wir da sein, wenn wir da sind, wollen wir da ein bisschen von reden. Und weißt du, dort wird die Juden sehr viel deuten. Nu, bei einmal, als da einer bin Jordan, noch niemals euer, dass wir bin Jordan, wir reinigen, in den Tempel gehen. Er vereint eine religiöse Zeremonie. Und so, das wisst all nur das nie. Da kommt ein neues System. Das, wo in die Juden über dem Lehrer schritt nur Johannes zum Fragen, was ist hier? Wer bist du überhaupt? Also hier ist das so. Schekj und als null ist, wir wollen da nicht nennen, aber sie schicken ihre Arbeiter, was immer sie schicken Johannes fragen, wer bist du? Bist du der Messias oder so eine Dinge steht. Vers 32. Dann zeigt Johannes und sagt, ich sag den Geist, so seine Dü vom Himmel rauf können ab am Blieben. Na, Johannes beschriftet nicht so sehr aus Matthäus steht, wo aus Jesus getauft wird, kommt in Wutterrüt und der Heilige Geist kommt drauf, du hast einen Stern, wo du sagst, das ist mein Leib sehen, und den habe ich wohl gefallen, die kann die Geschichte. So Johannes schreibt von dort. Und er sagt, der Johannes redet von dort, er sagt, ich sag den Jesus ne Dü ab am kommen. Vers 33. Ich kann dem nicht. Na, denkt an, was ich von dir sehe. Das meint nicht, dass ich kann dem nicht aus einer Person, ich kann dem nicht aus dem Messias. Ich kann dem nicht, aber der mich schickt mit Wutterdeuten, seht zu mir, also Gott hat Johannes gesagt, ob die den Geist draufkommen und ab am Blieben, dort ist der mit dem Heiligen Geist deuten wird. So Johannes sagt, Gott sagt zu Johannes, wenn du da dort taufen lässt und wenn du über einmal da warst, den Heiligen Geist, dass eine Düver aufkommen sein und ab eine Person kommen und ab dem blieben, dort ist der Messias. Das ist, was er hier sagt. Dort ist der, wo man den Heiligen Geist deuten wird. Na, das ist das erste Mal, was Johannes redet von der Taufe von Heiligen Geist.
wir wollen der Nächste sind noch ein bisschen benennen, was das meint, oder was das von der zu uns kann meinen. Aber Jesus wird mein Heiliger Geist taufen. Das sagt die Schrift 7-mal. Verschiedene, alle Evangeliums reden davon, Apostelgeschichte redet davon, wo wir nächste Woche ein bisschen darüber eingehen. Aber die Taufe von Heiliger Geist, das ist ein von den Spulungslehren von der in der Kirche. Und ich werde nächste Woche sagen, wo wir. Aber Johannes sagt sehr klar, dass Jesus wird mein Heiliger Geist taufen. Vers 34, und ich sage dort, und deswegen kann ich sagen, dass das Gott sein Sehen ist. So Johannes sagt, das ist, da wird er jetzt, was die Welt der Sinn wegnimmt, da auf wem der Heilige Geist wird kommen, dort habe ich mit meinen Ehen gesagt, dort ist der Sehen Gottes, dort ist der Messias, dort ist da, wer nur mich kennt, na Johannes redet noch mehr davon, wir wollen da nicht in jeder Einzelheit angehen. Und dann noch Kapitel 3, Johannes Schrift von Jesus in der Erholung an Nikodemus, Johannes 3, Vers 5 sagt, Jesus sagt, ich sage dir die Wahrheit, wer nicht durch Wut und Geist geboren wird, kann nicht in der Gottesreich hineinkommen. Was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, ist Geist. Na, das ist ein sehr großer Thema in der Bibel, von geboren von Gott, von Boven geboren. Die Bibel nennt das verschiedene Dinge. Aber das ist, so sagt die Schrift, verstehst, wo du eine neue Person warst. Na, Jesus sagt zu Nikodemus, dass du eine neue Geburt. Das wird danach nicht möglich, als Jesus dort in Nikodemus sieht. Das wird noch nicht durch. Das ist in der Übergangszeit. Jesus weiß noch, was wird kommen. Na, lass mich ein Ding sagen, das ist auch so ein Ding, wo Menschen einmal über Hesse abschalten, wenn ich das sage. Jesus, seine Jünger, die werden nicht wahre geboren, aber Pfingsten. Die werden gläubig. Sie glauben sogar an Auferstehung über dem, als Jesus geschwärmt gestanden hat sich gern gewesen wieder. Sie glauben an Jesus, aber sie werden nicht wahr geboren. Und sie sind die einzigen Menschen sozusagen, die in beiden Systemen zu Glück werden. Sie sind die, wem Gott beruft, um das sozusagen überdrehen. Und so das ist ein sehr interessantes Thema. Aber wenn wir dort nicht reich verstehen, wenn wir nicht diese Übergangszeit verstehen, dann können wir mit verschiedenen Lehren abkommen von Heiliger Geist, die nicht wirklich schriftlich sind. Zum Beispiel, dort ein Christ, ein wahrer geborener Christ, noch mit Segen nur die Taufe von Heiliger Geist. Das ist nicht eine Silbe, nur nicht in der Schrift, von dort nur nicht, niemals. Und so da wollen wir nächste Woche ein bisschen Deutsch angerufen. Dort meint nicht, dass wir nicht sollen gefällt sein mit dem Heiligen Geist. Aber das sind zwei Themen. Jesus seine Jünger, sie wären gläubig in den alttestamentlichen Weg von das Wort. Abraham wir gläubig. Abraham wird gebraucht als ein Beispiel für uns Glauben, aber Abraham glaubt niemals an Jesus, never. Das glaubt nicht mal an Jesus zum Glauben. Und so müssen wir verstehen, dass das in Glauben an Gott oder was immer wir das nennen, aber das ist nicht das Glauben an Jesus, sein Tod, Begräbnis und Auferstehung. Und so die Jünger, sie wären in dieser Übergangszeit. Und wenn wir dort nicht verstehen, dann können wir mit allerhand abkommen, was die Schrift nicht lehrt. So Jesus seine Jünger, sie wären beides im Alten Testament und im Neuen Testament. Sie lebten in diesem Moment. Wir sind never im Alten Testament gewesen. Na, das ist ein sehr langer Thema, ich werde rücken und fertig allerhand sagen, was nicht macht. Dann haben wir in Johannes 7. Jesus redet von lebendig Wut, er sagt hier in Vers 37, letzten Tag, habt den Fast, stund Jesus ab und raubt Lüd. Wer durstig ist, den lade ich an, um zu kommen und zu trinken. Na, weet je, dat dit waren nog niet denkt. Wo gingen die Menschen trinken, but Jesus? Beim Tempel. Dat is wo sie wären. Die Juden wären gekommen von weiten Breiten nur das Fast in Jerusalem. Und Jesus ist da, und ab den letzten Tag, dann steht Jesus ab und fängt an zu lehren. Und so Jesus in den letzten Tag sagt, dann sagt er, kommt nur mir trinken. Das ist eine Ursache, wenn die Juden Jesus wollen doodkillen mit Steinen. Wer bist du,
dass du die so groß bist, oder dass du so ein Mensch bist, dass du kannst sein, ich gratis Moses, gratis das Gesetz, gratis das Tempel, wo wir hier sind. Jesus sagt nicht mehr, geht in den Tempel, dort du opfern, bringt ihn Schub, bringt ihn alles in den Tempel. Er sagt, kommt nur mir trinken. Ganz an biblisches System in der jüdischen Denken. Und weet je, das geht eben noch nie das System, aber Jesus sagt, kommt nur mir trinken. Nicht mehr wie ein Tempel. Na, das geht nach ganz paar 70 nur Christus, was dort abhielt. Dort sind diese Übergangszeit in das jüdische System. Das ist ein längerer Time, als was ich hier von der kommt von reden. Aber ich sage wieder in Vers 38, wer an mich glaubt, so ist die Schrift sagt, ut dem sie im Benefit worden leben, je wuter Streimer an. Was sagt er, wer da, was wirklich glauben, dass das schuld meine Sinn finden, das ist nicht, was er sagt. Er sagt, wer an mich glaubt, na, du musst wieder an denken, er sagt es in sozusagen im Schatten von das alte System. Er sagt es, als das alte System noch in Kraft ist. Er sagt es, als die Schub noch mussten und Tempel gebracht. Dort ist noch einmal eine Operation sozusagen. Dort ist noch nicht in eng mitgemerkt. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, was die Zeit, wo Jesus gewisse Dinge sieht. Und so Jesus redet hier, und die Juden hören das, und die heben Steine ab. Die wollen den Steinen. Wenn das bloß ein ganz nur denken, nur, ich meine, das ganz unbiblisch nur denken. Nur. Dass Jesus wird sagen, kommt zu mir trinken, kommt, läuft an mich. Er sagt wieder, hij die du met op den Jes han den Deide und am Gläubde nu het kriegen soll. Morgen dort, was er sagt. Hij die op den Jes, was er nu her kriegen soll. Der Jes will hier. Der Jes wir ab Jesus. Der wir ab Jesus gekommen geblieben. Jesus sagt, Luther zu den Jüngern, der Jes ist mit und der wird in uns sein. Der Jes wir da. Aber so sagt Jesus, der wird Luther kommen. So wie man verstehen, was er sagt, und was für eine Zeit er dreht. Hij die du met op den Jes han den Deide und am Glauben nu her kriegen sollen, willst der Heilige Geist, nu hör ich, was er sagt, willst der Heilige Geist wir noch nicht tun, der wird all. Wir müssen verstehen, was er sagt. Das nie System Pfingsten ist noch nicht hier. Die Taufe von Heiliger Geist ist noch nicht hier. Die kommt noch. Willst der Heilige Geist wir noch nicht tun, willst Jesus noch nicht verherrlicht worden wir. So Jesus wir noch nicht gestorben, er wir noch nicht abgestorben, er wir noch nicht um Futter gefahren, aber er weiß nur was im Kommen ist. Das ist eine Übergangszeit, heißt in das alte System in Fehler schwiesen oder nie. Das sind Dinge, die da kommen. Aber er sagt, da war ein Strom von Leben, das wurde ran, was nur her, nur Pfingsten, waren an mir bleiben. Was sind diese Ströme? Das können lange Themen sein. Wenn wir mal denken an die Frucht von Jesus. Galater 2, 5:22 sagt, denn Jesus in der Frucht ist Leben, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, gute Sonnensein, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Denk je mal nach, wie ist Schekj? Wir haben den Heiligen Geist. Die Schekj ist getauft mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Thema für nächste Woche. Aber wir haben den Heiligen Geist, der ist mit uns, der wohnt in uns, der hat uns versiegelt. Wir sind Gott seine Kinder bloß durch an. Und nu zijn we mensen uit ons rand uit Frieden und Geduld, Freundlichkeit, gute Sonnensein, Selbstbeherrschung. Das ist bloß einfach, wer wir sind. Wir sind nicht immer verdrießlich und grunzen uns Rahmen, wettern neben der Regierung und neben rein alles. Wir sind Menschen, die gefällt mit dem Heiligen Geist und durch Rand und Strom uit uns rührt, von bloß einfach läuft die Dinge. Das ist, wo ich von rede. Aber wir mal sagen, die Gaven von Geist. Paulus redet von der Gaven von Geist, hat Meier seine Städte, Römerbrief, Korintherbrief. Und so was immer Gav äckere du hast, das ist die Ursache für das. 1. Korinther 12, Vers 7, dort wo der Jesus in jedem wirkt, als du zu je geeft, dass der Mensch sich kann groß und sein, als sie Jessel just du. Das ist nicht, was es sagt. Das ist gegeft, dat allen zum Nutzen sein soll. Und andere wieder, was immer gut weg haben, wenn ich eine gut habe von Predigen, du hast eine gut von Geben, eine gut von Heilen, eine gut von Wunder, was immer das ist. Aber die gut was du, zum Jesus sein Halpa zum Nutzen. Das ist, was das ist. Nicht, dass ich kann sagen, oh, weil sagt sie, der Bass, der Prediger, ich habe den Heiligen Geist, man sagt sie besser als du. Das ist nicht, wo ich von rede. Oder ich kann Menschen heilen, ich sie Jessel als du. Oder ich rede in Tongue, ich sie Jessel als du.
Das, was in Korinth passiert, das, wo Paulus sei, redet in Korintherbrief. Wo immer go wie han. Und das sind lange Timer von Goven, und Menschen verstehen das auf verschiedene Wege. Und das wollen wir da luten, aber da das du zu je dass du wat ein Strom von lebendes Wutter rütran. Nur die Kirche, nur die Gläubige, in nur der Welt können sein. Ein von den Dingen, wo noch mal fehlt, die Schäden zu gerufen und von zu lernen, dort ist, dass Gott denkt nicht einzelwies, so wieder. Jeder Brief, was Paulus schrift, Peter, Timotheus und Titus, dort ist nur eine Person geschrieben, aber da handelt sich danach an den Halpa. Aber die Briefe sind nun Halpa geschrieben. Nicht nur einzelne Menschen. Alle haben Versprechungen in der Bibel, dort sind Halpa-Versprechungen. Sehr wichtig. Im Alten Testament. Durch Gott dort Falschstrufen für die Ungehorsam von der Lehrer. Dort wie ein Volk denkt, nicht eine einzelne Person denkt. Daniel und seine Freunde, göttliche Männer. Ich meine, das sind unsere göttliche Beispiele von Alten Testament, aber die werden in die Gefangenschaft, wenn die Lehrer am Land gottlos werden, dort wie ein Volk denkt. Und das flottert mich mehr, wenn ich denke an, so ist der Lehrer schon, so geht das Volk. So ist es von der ersten Tag nachher. Na, weet je, im Evangelium erst eine einzelne Ding können wir sagen, dass ich muss an Jesus bleiben, ich war geboren, aber da ist viel mehr mal in Halpa denken, als was wir leben. Und das ist wichtig. Gott schuf mit einem Halpa, die stärkste Halpa Jesu Christi. Jesus fängt an, den Halpa zu versprechen in Johannes 14. Johannes 14 sagt, ich war den Führer Frauen, und der wird einen anderen Tröster geben, der ewig wie ihn bleiben wird. Na, ein anderer Tröster, so ist es in Griechisch geschrieben ist, da meint, ich war ein anderer Schrecken Charakter so, was ich. Jesus wird der Tröster, nu wird ein anderer Schrecken Charakter so. Na, da meint nicht, dass die sich lecken, so körperlich zu sein, aber das ist als ja Gott, das ist der Punkt. Und so Jesus wird den Schrecken, sagt er. Das ist der Jesus, der Wort ist, den die Welt nicht kriegen kann, willst du den nicht sitzen und nicht chant. Jeder kann den, ihr hört, was er sagt, jeder kann den, willst du wohnt in Junt und wird Mädchen sein. Er hat erst gesagt, wenn der Jesus wir noch nicht hier. Der Jesus wir da. Und dann ist es wichtig, dass wir das verstehen. Und was von der Lehre redet Jesus, was ist der Titel, von was redet er. Und so wird ein anderer Tröster, ein anderer Halpa schenken, sagt Jesus, der ewig bei uns bleiben wird. Wir haben einmal Versen im Alten Testament, die plagt wieder uit. Und dann merken wir dort das Evangelium. Das ist einmal sehr interessant. Ein von denen ist, ich kann nicht nur sagen, welchen Psalm das ist, aber ein von den Psalmen, und er sagt, Herr, nimm nicht den Heiligen Geist von mir. Habe ich mal gelesen? Oder wir sehen vielleicht even ein Leid einmal von dort. Das sind alttestamentliche Ideen. Wenn wir nicht wissen, wo das hingeht, dann haben wir immer so eine Theologie, dass wenn die nicht ganz reich verstehen, dann wird Gott den Heiligen Geist von dir wegnehmen. Und das einmal unsere Linie war, keine Sicherheit in der Lösung, wenn ich nicht so ein Phänomen sehe, dann wird Gott den Geist von mir wegnehmen, wo ich verloren gehe. All die Dinge haben wir in uns Mennonitentum gehört. Das kommt einmal von den Messbrücken von so einer Versen aus dort. Das wie ein alttestamentliche Ding. Nu haben Gäste, die ewig bei uns bleiben. Die sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die sind verschlossen. Der Heilige Geist ist eine Garantie, sagt Paulus, dass ihr dort schreien wollen, was Gott versprochen hat. Vers 18 finde ich. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Führer in meinem Namen schenken wird, der wird ihnen alles lernen und ihnen an all das Denken halten, was ich ihnen gesagt habe. Na, hier sind ein paar Dinge, die ich will reden. Erstens, der Heilige Geist kommt vom Führer in Jesus in Namen. Einige, was der Heilige Geist tut, der weiß immer nur Jesus. Der hat Jesus verherrlichen. Der Heilige Geist wird dort reden, was ich den gebe, sagt Jesus. Der Heilige Geist redet nicht von sich selbst. Der Heilige Geist wird Jesus abheben. Und wenn du einen Heiligen Geist hast, wo die abheben wird, dann hebt er die rechte Person ab. Und so, der wird in meinem Namen kommen. Der wird nicht alles lernen, sagt er. Na, das war so ein Ding, dass Jesus redet zu den Jüngern, zu den Menschen, was die Bibel worden geschrieben.
Und er sagt, der Heilige Geist wird sicher merken, dass jeder, was ihr schreiben, ja nur dem, was Jesus beirrt wird. Nicht so wie nur dem aus der Welt wird sein, aber doch zum Beispiel das Evangelium Johannes, wo wir ben sind, dort ist nur Lut geschrieben in Johannes sein Leben. Johannes Leben war ungefähr 100 Jahre so, 100 Jahre nur Christus. Und so, Johannes wird nur Lut geschrieben. Ja nur dem, was Jesus du wie war, so wollt wisst ihr all diese Dinge, was Jesus Christus gesagt hat. Hier ist die Antwort. Der Jesus wird die lehren, der wird die Denken haben, was ich geredet habe. Na, wenn wir das Vers und nehmen, dass der Jesus wird mir nie Offenbarung geben, dann sind wir am rechten Weg. 5. Mose 18, 22. Er sagt es, dann halt im Denk, dass wenn ein Prophet im Herrn sein Namen redet und dort nicht so utkommt, dann ist dort nicht eine Botschaft vom Herrn. Dann hat der Prophet dort auf sich selbst genommen, so zu sein, und die brauchen die nicht nur am Rechten. Ein paar Vers fertig, ich denke, da wird ein Titel über sagt, dass wenn du ein Prophet hast, wird falsch prophezeien, dass den soll totgekillt werden, der soll umgebracht werden, und falsch ausgeruht. Wir haben von der viel sogenannte christliche Propheten, was Dinge prophezeien, wird niemals passieren. Da sind nu viele Propheten, haben alle haben geprophezeit wegen Trump. Die wird wieder nennen, kommt das und dann ja, dann würde alle was sagen. Oder wegen Covid, alle haben Prophezeiungen wegen Covid. Und so, waren es so laut. Verrückt, was sei, was nicht macht. Johannes 18,7. Aber ich sage in der Wahrheit, für Junt ist das gut, dass ich weggehe, weil wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht nur Junt, wenn ich übergehe, wo ich den checken. So war das Idee, dass der Heilige Geist soll hier, aber der kommt in eine neue Weg, mit einer neuen Arbeit, in ein neues Programm sozusagen. Der selbste Geist, der selbste Erlösungsplan, aber das moved näher in einen neuen Staub. Das ist sehr, sehr wichtig. Vers 13. Aber wenn der Geist die Wahrheit erst kommen wird, der wird die volle Wahrheit lehren. War das selbst Thema? Der wird lehren, was die sollen schreiben. Der wird die Offenbarung, der Paulus Offenbarung, was er soll schreiben in der Evangelium und so weiter. Er wird nicht von sich selbst reden, er wird bloß dort reden, was er gehört hat und was ihn sagen, was noch kommen soll. Und so das hat weiter zu tun, der Hauptthema hier ist, das hat zu tun mit Jesus seine Jünger, was die Bibel würden schreiben. Die würden die Wahrheit schreiben von Heiligen Geist. Na, das meint nicht, dass Jesus uns nicht halb Wahrheit fing, in der Bibel studieren, und verstehen, was er meint. Bitte dort mich nicht auch verstehen. Aber das meint nicht, dass der Heilige Geist wird die nie Offenbarung geben. Wenn der Heilige Geist die nie Offenbarung gibt, dann kostet die Bibel fortschmieden. Because dann ist dort, was Gott verhergegeben hat. Ich wünsche, wir würden dort verstehen. Die Offenbarung ist toll. Und was immer der ist, von der redet, dort kommt dort raus und macht damit stimmen, wenn er nicht hat, dann hast du ein Thema, wo dort ewig, was vorher gekommen ist, alle dort merkt. Und wir haben viel sind im Christentum, das ist gut. Johannes 20, 22. Als er dort gesagt hat, püst er sein Odem eben an und sie nimmt den Heiligen Geist. Na, weißt du hast ungefähr so viel Lehren, verschiedene Ideen, über das Vers jetzt zu kriegen. Ich werde nächste Woche mit euch angerufen, wenn wir eine Titus haben. Aber das wird vielmal gebraucht, dass ich hier kriege, die Jünger den Geist, und dann Luther sagt, Jesus nicht gut in Jerusalem, lügt nur die Taufe von Heiligen Geist, und das wird wie von der Mann dann. Und so, wenn wir nicht das Übergang verstehen, dann ist dort das Evangelium, oder dort ist die Theologie, mit was wir haben, abkommen. Ich Schekj den Halpa. Ich will Ihnen entluten mit dem, dass ohne den Heiligen Geist bist du nicht ein Kind Gottes. Ohne den Heiligen Geist habe ich nicht eine Kirche. Ich meine, wir können eine Gruppe religiöse Menschen haben, aber nicht die Körper Jesu Christi. Ohne den Heiligen Geist hast du nicht Kraft, um jeden Sinn zu gehen. Der Heilige Geist ist 100% wichtig in unserem Leben, zum Verheb für Gott leben, für Predigen, dass das irgendwo ever was anschlagen wird, oder dass das ever ein Mensch verändert, das ist der Heilige Geist. Bitte dort nicht herübergehen und sagen, ich glaube nicht an den Heiligen Geist, oder an die Kraft von Heiligen Geist. Das ist so weit auf von der Worte, dass es geht. Ohne den Heiligen Geist habe ich nichts. Aber wie man abpassen, dass wir nicht den Heiligen Geist merken, was die Schrift nicht merkt. Und so, wenn du nicht den Heiligen Geist hast, dann bist du nicht weitergeboren.
Wenn du nicht wiedergeboren bist, dann kannst du Jesus nicht. Aber der Heilige Geist lädt dich nur Jesus. Der Heilige Geist merkt dich in eine Person. Der Heilige Geist lädt dich durchhauen, wo du dringend kostet zu sein, wo deine Sünden gehen zu vergeben. Aber wenn du in Christus bist, du hast Jesus angenommen, du hast den Heiligen Geist, du bist verschlossen. Der Heilige Geist wohnt in dir, du bist der Tempel von dem Heiligen Geist. Dann lehre dich den Heiligen Geist folgen. Paulus sagt, wenn wir im Geist wandeln, dann wird das Fleisch nicht seinen Willen haben. Und das soll wie man lernen, das ist ein lebenslanges Gelehrt. Aber der Heilige Geist, der ist hier, das ist gegeben für die Kirche, ein besonderer Weg für die Kirche, und ich glaube, wird mit der Kirche wieder abhören, das ist ein langer Thema für sich allein. Aber der Heilige Geist ist von dir in den Körper Jesu Christi, und das tut besonders gegeben. Wollen wir noch beten. Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du in uns wohnst. Du hast uns nie gemerkt, wir sind dein Tempel, du wohnst in uns. Du danke dir dafür. Halp uns, dass wir in deiner Kraft in dieser Welt leben, dass wir keinen Sinn gehen in deiner Kraft, dass wir für dich schaffen in deiner Kraft. Das wird immer wieder und dass du dort bestärken wirst und da wird ein Unterschied mehr. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen. Unser Prayer-Team ist hier fern, unsere 1000 Tim Jevens sind besiedelt der. Dankeschön für kommen. Mach Gott den segnen. An Gottes Ende.